Ja, guten Abend. Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt heute mal besonderer Streber und mache halt gleich noch mehr ein Video, weil mir gerade so viel einfällt. Und dieses Mal wird dieses Video sein live aus dem Wohnzimmer. Thema musikalische Karriere. Am Anfang war, wie soll es anders sein, die Blockflöte. Da kommt keiner aus, da muss ja jeder durch, das weiß ja jeder, deswegen werden wir das nicht weiter verfolgen. Aber weil es auf dem Dorf so war, hat es halt nicht so wirklich narrisch viel Freizeitangebote gegeben. Deswegen bin ich irgendwann einmal in einem Akkordeonorchester gelandet. Und wir haben dann, unsere Proben haben wir gehabt im Trachtenverein Probenraum, oberhalb von der Feuerwehr, neben dem Wertstoffhof. Jawohl. Und wir waren enorm erfolgreich. Wir haben jedes Jahr auf der Kinderchristmette gespielt. Und später in der Realschule, ich habe ja schon Erfahrung gehabt, was die Auftritte in einer Kirche betrifft, war ich dann in der Kirchenband. Ich habe eigens dafür ein wenig Gitarre gelernt und die Kirchenband hat geheißen Ache Noah. Jeder war ein Tier. Ich war das Zebra, bloß blöderweise. Also beim Bandfoto habe ich ein Pullover habe ich auch gehabt mit einem Schäferhund drauf. Deswegen habe ich in der Realschule, weil die Kinder so grausam waren. Nein, so schlimm war es nicht, aber ich habe halt den wunderschönen Spitznamen Kommissar Rex gekriegt. Ja, ja, ich wusste Bescheid. Ja, gibt Schlimmeres. Da müsste man eine eigene Geschichte, glaube ich, draus machen. Egal. Wir haben irgendwann einmal so eine Zweigstellenband gemacht von der Ache Noah mit dem noch schöneren Namen. Wirklich war 0815. Und nach vielen, vielen Proben und vielen, vielen Möglichkeiten, die uns da so bevorstehen könnten, sind wir wieder in der Kirche gelandet. Und haben einen, sag einmal, Entschuldigung, legendären Auftritt hingelegt in der Kirche. Der Auftritt war so legendär, dass sogar der Pfarrer froh war, als er vorbei war. Wir alle dann von der Bühne gegangen sind, von der Bühne vom Altar, wie auch immer. Und wir waren froh, dass es vorbei war. Es ist einer dieser Auftritte gewesen, wo man Jahre später noch lachen kann. In dem Moment aber am lieber ins nächste Erdloch aufsaugen hat. Ja, also das ist jetzt nicht der Grund, warum ich irgendwann einmal der katholischen Kirche gekündigt habe und zur Konkurrenz gegangen bin. So schlimm war es dann doch nicht, aber dezent, ja, peinlich, weiß nicht, ist vorbei. Ich habe dann einen krassen Schwenker gemacht, habe mir dann Bass gekauft und bin in einer Gothic-Metal-Band eingestiegen. Ja, die Gothic-Metal-Band, bestehend aus 3 Männern, jungen Männern und mir. Es war eine nette Truppe. Also wir sind miteinander zum Chinesen zum Essen gegangen. Ich glaube zumindest, wir haben geprobt, ganz fleißig, haben 3 oder 4 Auftritte geplant. Zustande gekommen ist keiner. Also zumindest nicht mit mir. Sind schon Auftritte gewesen. Es ist auch eine CD aufgenommen worden, aber es ist alles vor meiner Zeit. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber zumindest habe ich vom Urlaub, also einer war mal in Urlaub und hat an jeden ein wenig so ein Souvenir mitgebracht. Also jeder hat ein Bier gekriegt aus dem Urlaubsort. Ich habe immerhin ein Limo gekriegt. Kann man jetzt deuten, wenn man will. Es war trotzdem eine interessante Erfahrung. Und ja, ist halt auch nichts geworden. Ne? Dann habe ich einen letzten Versuch gewagt. Einen Didgeridoo-Workshop im schönen Straubing in einer Hippie-WG. Also wie ich da hingekommen bin, warum ich das gemacht habe, fragt es mich nicht. Ich weiß selber nicht mehr. Wir haben dann die Didgeridoos haben wir so eine Einweisung gekriegt und jeder hat an diesem Didgeridoo umeinander getrötet und hat quasi ein bisschen vorspielen meinen und da waren da ein paar
Hunde anwesend und als ich habe vorspielen mein, haben halt alle Hunde in den Teig gesprungen und geflüchtet. Und dann haben wir gedacht, okay. Ähm, ich lege, was die instrumentelle Weiterbildung betrifft, eine konstruktive Schaffenspause ein und wechsle auf Gesang. Heißt, ich habe also jetzt ja am Veidacher Bürgerfest beim Spranger Andi um gegenüber vom Hinkofer meine Weisen zum Besten gegeben, wenn er mir lassen hat nach 2, 3 halbe. Und da hat mich keiner von der Bühne geschmissen. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Ich habe sogar mal dann in Berlin, wieder Berlin, also da habe ich schon einiges zum Verzeihen aus Berlin. Auf alle Fälle waren wir da in Kreuzberg. Wie auch immer bin ich da mit Mo. Das war damals zwar schon mein Mo, aber wir waren noch nicht Papa und Mama. Sind wir in einer WG-Einweihungsparty gelandet. Für irgendwelche Studenten, glaube ich, aus Hamburg. Es war eine lustige Party. Ich weiß noch, da waren zwei, also das ist mir noch so richtig vor Augen, zwei Waschmaschinen in der Wand eingebaut und die Waschmaschinen waren voller Bier. Und ich habe mich sehr lange in der Nähe dieser Waschmaschinen aufgehalten. Zwar so lange, bis ich die partyeigene Bühne betreten habe und tatsächlich auch einen Song zum Besten gegeben habe. Auch hier bin ich nicht von der Bühne geschmissen worden. Auch das werte ich als Erfolg. Ja, immer optimistisch bleiben. Ich habe dann doch, also als ich mein Instrumentalschock überwunden habe ich mir gedacht, Akkordeon, ja, probiere ich mal über Keyboard spielen auch und habe es auch einigermaßen hingebracht. Das ist mir dann einmal ganz hilfreich gewesen, weil wir haben dann im ersten Stock sind, ist es so eine Arbeiter-WG eingezogen, so eine italienische Arbeiter-WG mit einem interessanten Lebensrhythmus. Also in der Früh um 5 Uhr aufstehe, Gaudi machen, in die Arbeit rum bin, am Nachmittag um 7 Uhr heimkommen, neben mir 2, 3 Flaschen Schnaps und dann geschrien und gesoffen bis weiß ich nicht wann. Es war wunderschön. Und irgendwann müssen wir zu, bin ich rausgerumpelt in den Hausgang, geschrien, gesagt, Silenzio, Kruzifix. Kurzzeitig war es ruhig. Er ist wieder angegangen und haben wir gedacht, so, jetzt hole ich mein Keyboard raus, jetzt reicht's. Und dann werden dann Paten gespielt, ganz laut. Das hat weniger Erfolg gehabt als das Geschrei. Aber das Keyboard hat mich unterstützt. Ich habe den Paten gespielt. Ich kann den Paten nach wie vor, glaube ich. Und seitdem warte ich halt jetzt auf Aufträge. Ab und zu darf ich im Nachbardorf in der Kindergruppe vom Obst- und Gartenbauverein ein wenig mit der Ukulele umeinander klampfen. Ist auch schön. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Also Musik ist eine wichtige Sache. Musik macht Freude, Musik inspiriert, Musik ist ein Lebensgefühl. Bleiben wir dran, schauen wir, was weiter passiert. Bis dahin nochmal die Bitte, YouTube-Kanal abonnieren, also mir folgen. Und vielleicht schmeißt man da mal eine Party. Alle Follower und ich. Also noch geht's von der Menge her. Macht's nix, wo es nicht auch machen darf. Gehabet euch wohl. Ich werde das Video wahrscheinlich jetzt halt nimmer online stellen, weil dann heißt es, als kommt schon 2 Mal am Tag daher. Morgen. Deswegen nicht gute Nacht, sondern eine schöne Restwoche. Bis bald.